bin, glaube ich, schon immer jemand, der Verantwortung übernimmt und sie dann auch ganz straight trägt. Und wenn es sein muss, dann kämpfe ich auch, ja. Aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich das ganz gut filtern kann und mir schwer vorgenommen habe, nicht für alle der Oberlöwe zu sein. Mit 2 gesunden Kindern im Schlepptau kündigt sich bei Sigune Echter, Grundschullehrerin in Altenstadt bei Schongau, und ihrem Mann Peter 2007 unverhofft ihr Nesthäkchen an. Umtriebig geht es zu und vergnügt. Bis dahin, als die Serafina dann auf die Welt kam. Wir haben uns auch überlegt, dass wir sie gleich mit nach Hause nehmen wieder. Also wir sind mit dem Maxi Kose in die Klinik gefahren und haben zu meiner Mama gesagt, wir kommen am späten Nachmittag wieder. Und dann war erstmal alles anders. Überraschend gibt es Komplikationen und einen Kaiserschnitt. Und da haben die Ärzte im Krankenhaus schon festgestellt, da stimmt was nicht. Und sie kamen dann nach, gefühlt 4, 5 Stunden auf mein Zimmer und haben dann gleich uns mit dem konfrontiert, sehr, sehr bestimmt, aber sehr freundlich, dass die Serafina eine Ösophagusatresie, also eine Speisenröhrenmissbildung hat, und dass sie voraussichtlich auch das Down-Syndrom hat. Alles ist irgendwie unwirklich für Sigune, wie in Watte. Also der Moment war erstmal, da ist erstmal ganz viel Leere irgendwie auch. Und es stand immer im Vordergrund, wird sie das Ganze überleben? Weil es war relativ schnell klar, sie braucht eine große Operation an dieser Speiseröhre. Das Down-Syndrom ist ganz weit in den Hintergrund gerutscht. Und wir wussten eigentlich, so wie man sie da sieht, wie sie so wach da schon rausblickt, dass sie das schafft. 5 Tage nach der lebensbedrohlichen Operation kann Sigune dann ihre Tochter endlich in die Arme schließen. Und das war irgendwie ein wahnsinniger Moment für mich, wo ich sie dann endlich bei mir hatte. Sie war total klein und zerbrechlich. Man hat sie ja kaum gespürt auf dem Arm. Aber diese Nähe und das Wichtige, dass ich endlich weiß, ja, die gehört zu mir. Also sie haben sie ja nach dieser Aktion da in Kaufbeuern weg. Und ich wusste, sie wird operiert. Und Gott sei Dank hat mein Mann diese ganzen Vorgespräche geführt, weil ich ja durch den Kaiserschnitt gar nicht in der Lage war, auch da jetzt noch von Arzt zu tingeln, Narkosearzt, OP-Arzt. Und der Peter hat irgendwie das alles von mir so ferngehalten. Also die Sorge darum, er hat mir nie so richtig gesagt, was er alles besprochen hat. Aber natürlich habe ich gespürt, das war jetzt wirklich ein riesengroßer Eingriff und jetzt weiß ich, du bist so stabil, ich kann dich auf den Arm nehmen, ich kann die Nähe spüren. Ich bin einfach jetzt deine Mama. Und glücklicherweise musste Sigune das alles nicht alleine erleben. Ihr Mann Peter war von Anfang an fest an ihrer Seite. Und an Serafinas. Nach diesen ersten Wochen sollte es viele Rückschläge, eine weitere Operation und 5 Monate dauern, bis endlich das Familienleben zu Hause losgehen konnte. Sie entschieden sich für die Hilfe einer ganzheitlichen Frühfördertherapeutin. Und die hat uns dann angeleitet, mit ihr intensiv zu Hause auch Therapie zu machen. Und wir konnten das beim Essen, wir konnten das beim Spielen, wir konnten das beim Schlafen selbst. Lag sie auf ihrem Pörnbacher Keil und hat ihren Mund, ihre Motorik, ihre Muskeln extrem trainiert, weil es war ja immer die Option, ein Kind mit Trisomie 21 und Ösophagusatresie wird nie was Festes essen können. Also es war die Aussage, wir werden da sehr, sehr lange und intensiv mit ihr arbeiten müssen. Serafinas Therapie wurde zum spielerischen Familiengroßprojekt. Die großen Geschwister sind mit Feuereifer dabei. Es waren kleine Schritte, ein mühsamer, langer Weg. Aber irgendwann konnte sie die erste eigene Breze essen. Und nicht nur das, sie haben gemeinsam Musik gemacht. Und Urlaub. Sie haben Fasching gefeiert.
und Serafina vorbereitet auf ihren ersten großen Tag im Regelkindergarten. Und Sigune fängt stundenweise wieder an zu arbeiten. An einer Inklusionsschule, versteht sich. Wir brauchen einfach so eine bunte Mischung an Kindern, die miteinander den Weg gehen. Also Menschen mit Trisomie 21 lernen ganz viel durchs Nachahmen, durchs Abschauen. Sie brauchen die Normalen, die Vorbilder. Und die lernen dann auch, dass es normal ist, nicht alles sofort zu können. Weil alle Kinder voneinander profitieren. Alle lernen miteinander und es ist ein Geben und ein Nehmen. Und das bringt uns, glaube ich, so der inklusive Gedanke in die Schulen mit rein. Knapp 50.000 Menschen in Deutschland haben Trisomie 21. Sie sind nicht krank, sie haben einfach ein Chromosom mehr. Ursprünglich aus einer Eltern-Selbsthilfegruppe entstanden, gründet Sigune 2011 den Verein Einfach mehr. Weil wir ganz vieles mehr mit unseren Kindern haben. Mehr Belastung, aber auch mehr Lebensfreude, mehr Begegnungen, mehr neue Bekanntschaften. Und das war eigentlich immer so unser Motto. Wir wollten nie sagen, es ist alles nur schwer, sondern es gibt viel mehr zu erleben, viel Positives. Und wir wollen aber euch auch unterstützen in den schwierigen Zeiten. Der Verein möchte betroffenen Eltern helfen und ihnen Mut machen, aber auch solche mit Normalsyndrom mit ins Boot holen. Ziel ist es, Inklusion, die eigentlich als Grundrecht gesetzlich verankert ist, in alle Herzen und Köpfe zu transportieren und Down-Kinder bestmöglich zu fördern. Serafina hat Sprechen, Radfahren, sogar Flöte spielen gelernt. Und an einer Regelgrundschule schreiben und rechnen. Alles so gut sie es eben kann und in ihrem Tempo. Ein kleines Wunder nach dem anderen. Yeah, gut gemacht. Prima. Und mittlerweile hat sie sogar einen Freund. Nach ihrem Abschluss am Förderzentrum will Serafina dann unbedingt einen Beruf erlernen und wie ihre großen Geschwister raus in ein selbstständiges eigenes Leben. Wird sie auch. Und das möchten wir ihr irgendwie auch ermöglichen, ohne dass wir jetzt sagen, wir versprechen ihr das Blaue vom Himmel. Ich glaube, dass sie uns alle ein Riesenstück weitergebracht hat und dass wir ein Kind haben mit den anderen Zweien, das ganz lebensfroh ist, das sehr, sehr sensibel ist, das viel Begleitung braucht, viel Verständnis. Und ja, das alles dürfen wir mit ihr lernen. Und deswegen, glaube ich, ist es der richtige Ort, dass sie da ist, da wo sie ist, bei uns. Jedenfalls hat sich Serafina einen richtig guten Platz ausgesucht für ihr besonderes Leben. Und Backen wäre so spitze. Wer ist dein Liebster mit F? Alter, das ist doch ein Fisch. Ein Fisch mit F. Nächstes. Schritt für Schritt wird sie selbstständiger. Noch ist unklar, wie genau ihr Weg verlaufen könnte. Aber Sigune ist bereit, immer mehr loszulassen. Und für die Serafina erträume ich mir, dass sie den Weg geht, den sie sich selber wünscht, wo auch immer der hinführt.